Und somit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, Folge Nummer 17 von Big Ambition, hier mit Charlie Cooper. In der letzten Folge haben wir unsere neue Idee, die Weinhandlung, in Angriff genommen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das denn auch hinbringen, dass das Ding läuft. Rein da! So, wir brauchten noch Papiertüten. Und wir brauchen noch Personal, ne? Und ein Putzdings. Kann ich vielleicht hier ein paar Papiertüten klauen? Ich hätte eigentlich auch hier eine Kasse klauen können. Ähm... Ähm... Wait a minute. Burger, Getränkedosen. Hier. Was haben wir hier draußen noch? Okay, die haben jetzt nicht sehr viele. Aber wenn ich die jetzt hier wegnehme, ne, dann müssten die wieder welche kriegen. Vom Lager. Mach ich jetzt einfach mal. Aber vorher... Na, die haben ja noch welche. Ja, ich guck mal. Haben wir denn überhaupt noch welche im Lager? Ja, 2434. Mal gucken, was passiert. Zack. Okay, fast voll. So, dann brauchen wir eigentlich nur noch Personal. Vielleicht ein bisschen Mucke, ne? Bisschen dunkel hier drin mit den schwarzen Wänden. Wobei, wir haben auch nachts. So, wie machen wir das mit dem Personal? Da lasse ich alles so, wie es ist, weil der Laden läuft. Hier. Haben wir irgendeinen, den ich hier entbehren kann? Der Laden hat 13 Stunden auf. Lohnt sich das denn? Das verstehe ich nicht. Warum da so ein Einbruch ist. Aber ich würde sagen, wir machen nur noch von 16 bis 21 Uhr auf. Oder so. Oder 16 bis, 8 Stunden. Weil dann können wir... Pass mal auf jetzt. Dann machen wir hier... Das ist ja eine Reinigungskraft. Der will Vollzeit. Zack. Dann hat er eine 56-Stunden-Woche. Das ist natürlich ein bisschen too much. So hat er dann... Okay, wir machen 7 Stunden auf. Jeden Tag 7 Stunden. Let's go. Und dann haben wir Leonard. Der möchte Vollzeit. Zack. Und dann haben wir Theo. Keine Nachtschichten. Ist das schon eine Nachtschicht hier? Bis 23 Uhr? Ja, ne? Okay. Dann halt der auch keine Nachtschichten. Sauberes Arbeitsumfeld. Das kriegst du. So. Okay. Und die anderen 3 nehme ich jetzt rüber in den neuen Laden, wenn das geht. Eine Benachrichtigung. 3 Benachrichtigungen. Was ist denn jetzt los? Ja, keine Aufgaben, ich weiß. Okay. Und zwar... aktuelles Unternehmen, Drink and Smoke. Und ihr braucht eine neue Uniform, ne? Drink and Smoke. Ah, komm.
Drink und... Ach, Junge. So, Drink and Smoke. Anzug. Da machen wir auf Edel. Edel, edel, edel. So, und die Ladies. So. Dann, Drink and Smoke. Vollzeit hoch. Keine Nachtschichten, ist okay. Kundendienst, Drink and Smoke. Genauso wie er hier. Aber er ist... Ach, sie, Entschuldigung. Putzkraft. Aber bei Drink and Smoke. Reinigung, Drink and Smoke. Und er hier ist Kundendienst. Er kriegt die Drink and Smoke in Uniform. Drink and Smoke. So. Jetzt müssten eigentlich die... Warte mal. Benachrichtigung. Setzt ja keine auf. Hä? Ach so, das ist... Die werden noch falsch angezeigt. Okay. Drink and Smoke. Zeitplan. Kasse mit Förderband. Da muss ich noch eine Reinigungsdings kaufen. Aber wir machen alle Tage gleich. Ja, erstmal Öffnungszeiten. 8 Stunden. Die Frage. 8 Stunden Woche. So hat er eine 56-Stunden-Woche. Das ist dem zu viel. Oder geht das noch? Warte mal. Ich muss mal was ausprobieren. Nee, das ist zu viel dann, ne? Von 12 bis 12. Und dann halb, halb. – 42 Stunden und 42 Stunden. – 49 Stunden und 49 Stunden. Und dann noch die Putze. Boah, das kriegen wir hin. Nee, warte mal. Keine Nachtschichten, ne? Damn. Damn, damn, damn. Okay, wisst ihr was? Der Laden hat nur tagsüber auf. Wo passt das, ne? Würde 22 Uhr auch noch gehen? Ja, okay. So hat der Laden auf. Und dann brauche ich noch eine Reinigungsstation. Und dann gucken wir mal. Samantha Roberts hat keine Aufgabe. Ja, das ist klar. Die Reinigung. Da habe ich 3 Warnungen. Cool. Ist der Laden nicht aufhaben gerade? Nee, ist nach 22 Uhr. Okay. Falsche Taste. Uppala. Nein. So, wir brauchen ein Reinigungsdings. Aber wir müssen erstmal pennen, glaube ich, ne? Oder fahren wir einfach wieder dahin und pennen im Auto. Wobei, unser Dude ist nicht so glücklich gerade. Wir sind ein bisschen deprimiert.
So, guten Tag. Einmal nach Hause. Einmal ein bisschen Fernseh gucken noch. 7.000. Alter. Was ist denn hier noch? Die ist doch gar nicht mehr da eingestellt. Ah ja. Wir pennen mal bis am nächsten Morgen um 6. Oder 8. Essen was. Dann zocken wir eine Runde. Aber nur kurz. So. Und um 9 gehen wir aus dem Haus. Denn wir haben zu tun. Denn die Samantha braucht eine Reinigungsstation. Come on, lass mich raus. Ey. Ach komm. Digga. Dieser Verkehr in New York, ne? Man kennt's. Lässt mich mal einer. Danke. Uiuiui. Boah. Scheiße. Entschuldigung. Ach, mein Stuhl verstellt sich die ganze Zeit. Okay, legal. So. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Reinigungsstation. Und was habt ihr sonst noch? Weiß ich, einen Kühlschrank, maybe? Nee. Eigentlich nur das. Mal nebenbei heimlich einen Schluck Kaffee nehmen. Okay. Ab zurück in unsere Einkaufsmeile. Kriegen wir den noch? Ah! Oh Gott. Ruhe. So. Lager verwalten. Reinigungsstation. Platzieren. So. Und dann die Samantha einteilen. Drink and Smoke. Zeitplan. Samantha. 56 Stunden. 49. Ich würde das so machen. Oder kann ich das aufteilen? Das geht, ne? Kann ich die einfach ein paar Mal ganz kurz kommen lassen? Ist das sowas? Ein bisschen verteilt über den Tag immer mal wieder. Ne? Dann kommt die morgens, nachmittags und abends und putzt. Die sind alle glücklich, ne? Grün, grün, grün. Grün, grün, grün. Es passt. Sieht geil aus. Anzug und dann so eine Förderbandkasse. Okay, wir können ja mal gucken, was die Leute so meinen. Musik fehlt eigentlich noch, ne? Jetzt haben wir keine Warnungen mehr. Da ist noch Minus, das ist klar, aber das wird sich hoffentlich demnächst sehr schnell ändern.
Ah, okay, Musik. We need some music. Wir fahren zu Ikea. Ich frage mich, ob wir sonst noch was brauchen von Ikea. Mehr Tische für den Burgerladen? Apropos Burgerladen, da habe ich ja die Preise angezogen. Hat das was geändert? Preiszufriedenheit ist immer noch okay. Letzten 7 Tage. Der Hype ist halt extrem zusammengebrochen, ne? Das ist das Problem. Der Hype ist übel zusammengebrochen. Aber das ist kein Wunder, wenn es 11 Burgerläden gibt in der Umgebung. Naja, vielleicht will das Spiel, dass wir das merken und den zumachen wieder. So, ich brauche eigentlich nur ein paar Boxen. Ja, komm. Egal. Was wir noch gucken können, ist, ob der Burgerladen jetzt Tüten gekriegt hat. Ja. Nice. Das funktioniert. Apropos funktioniert. Teure Geschenke. Das fuckt mich so ab, dass wir die nicht importieren können. Also könnten wir, wenn wir den Burgerladen halt dicht machen, ne? Oder noch einen Importeur einstellen. Scheiße, falsche Richtung. Square Up. Da brauche ich ja nicht mehr hinfahren, ne? So, ich bin echt gespannt, ob sich das lohnt heute Abend. Ob sich das gelohnt haben wird, was wir hier machen. Platzieren. Oh, wo kommt denn die Mucke her? Hier. Ich würde echt gerne Boxen haben, die man irgendwo aufhängen kann, ne? So, wie sieht's denn hier aus? Bisschen was geht weg. Geht gut was weg, ne? Was hat er gesagt? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Sagt noch einer irgendwas? Nö. Okay. Okay, das läuft. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause, noch ein bisschen zocken und dann gehen wir morgen mal das hier, ne? Und gucken uns mal an. Oder holen wir noch, komm, wir holen noch mal Zigarren und Wein. Wo war das? Links, ne? Ich frage mich, ob man Zigarren und Wein auch irgendwo importieren kann. Das müsste ich auch noch gucken. Ja. Das war knapp. Der noch auf, ja.
Stapler noch hier hinten. Perfekt. So. Was haben wir denn hier noch drauf? Zigarren. Okay, wir nehmen eine Palette Zigarren. Und eine Palette Wein. Und... Ach komm. Voll der Geiz. Wait a minute. Ach, die Sackkarre. Ne, warte, die behalte ich mal da. Dann hole ich noch, Papiertüten. Lauf, Forrest, lauf. 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 Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen teuer. Jupp. Aber wir haben ja die Kohle, ne? Und das nächste Mal gehen wir dann das Thema Anwaltskanzlei an. Wir haben schon 3 Geschäfte an derselben Straße. Ist schon cool. So. Das ist illegal. Seit wann ist denn auf dem Bordstein Parken illegal? Also bitte. Guten Tag. Ich habe Weinflaschen dabei. Habe ich nicht? Ne, ich habe Zigarren dabei. Ja, wenn sich das nicht lohnt, ne, dann bin ich echt am Arsch. Ich habe hier echt eine Menge Kohle reingesteckt. Sackkarre. Bum, 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 bum. Nein, hierhin. Gleich mal auffüllen. Und dann in dieses Regal. Dieses. Da. So, die haben jetzt gut gefüllte Regale. Da müssten wir eine Weile Ruhe haben. Jetzt bringen wir noch die Papiertüten rein. Und dann bin ich echt gespannt, was wir Kohle verdienen. Ja, pack mal hier rein. So. Wie sieht's denn statistisch aus? Kundenservice, Preisgestaltung, ja, das ist alles noch quasi auf Standard, auf 0. Das wissen wir erst morgen. Da hat irgendeiner irgendwas gemotzt, aber ich habe keine Ahnung was. We will see. Dann fahren wir nach Hause und gucken Fernsehen. So. Home sweet home, Leute.
bisschen zocken. Und schlafen. Ja, so um 8 reicht eigentlich, ne? So, boah, Alter, 12.000 Dollar. Oh ja, Baby. Oh ja, Innenausstattung. Das gefällt dir noch nicht. Das Dekorieren, vielleicht noch eine Pflanze. Aha. Okay. Kundenservice ist top, Sauberkeit ist okay. Vielleicht machen wir heute mal einen Off-Day, ist ja Sonntag. Und gucken uns das morgen an. Ob das noch mehr steigt. Boah, sonntags können wir mal länger zocken. So. Sonntags, komm. Erstmal 4 Stunden zocken. Fernsehen. Es steigt nicht mehr, ne? Okay. Gut, ich würde sagen, wir pennen mal bis kurz nach 12. Holy shit. Okay, jetzt machen wir richtig Asche. Ja. Okay. Nice. Nice, 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 nice. Wein geht richtig gut, ne? What? Oh, wir haben noch ein paar Zigarren haben wir noch. Ich weiß nicht, ob wir die Preise ein bisschen anziehen sollten. $1 vielleicht? Gut, in 7, die letzte, nee, das waren 2 Tage jetzt, ne? Okay. Okay. Ja, schlafen wir mal bis morgen früh. So um 8. Ah, ne, komm, um 7. So, dann was essen. Und eine Runde zocken. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge das Anwaltsding an, ne? Sieht doch alles gut aus. Gut. Oder wollen wir noch kurz einkaufen fahren? Sieht's hier aus? Preiswerte Geschenke. Getränkedosen. Geht aus in einem Tag. Und Papiertüten auch. Ich glaube, ich sollte bestellen. Wie mache ich das nochmal? Hier auf den Einkäufer. Mathilda. Bestell mal preiswerte Geschenke. Papiertüten. Und 2000 Getränkedosen. Oder ist das zu viel? Ja, das ist zu viel. 1000. Oh, vielleicht ein paar weniger Getränke, Papiertüten. Ah, die kosten ja fast nix, ne? Die Dinger hauen rein. Jo. Ja, komm, bestell. Gut. Ja, liebe Leute, dann sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Bis gleich. Timo, Chi. Ciao.